Okay, Leute, es ist soweit. Wir sind bereits bei Folge 199, kurz von 200. Das heißt, kurz davor, in der Hauptstory weiterzumachen, im Sinne vom fünften Weisen, was alles dazugehört, ne? Vielleicht auch im fünften Tempel oder so, wir werden mal sehen. Aber ich muss vorher noch gucken, dass wir in dieser Folge das eine oder andere abschließen können. Mein Kurs für unsere Pläne sparen wir uns später auf. Schreine, naja, das erste Mal genug gemacht, würde man sagen. Wir haben noch die verschwundene Königin-Quest, ne? Weil auch die beiden Quests hier, Side-Quests, sparen wir noch für später auf. Die Königin soll wohl da unten sein, ne? Vielleicht beim Drachen zu, ich weiß mal nicht, aber beim Griork besser gesagt. Ist sie das? Ich glaube eher weniger, wäre ein bisschen zu einfach. Wo Selmi wohl ist? Ne, nicht. Du sag mal, hast du vielleicht eine Hylianerin namens Selmi getroffen? Nö. Hast du von Rust gehört, was passiert ist? Was Selmis Verschwinden angeht, sind wir beide ratlos. Auch wenn sie mal ein professioneller Schildschlitt war, können wir nicht ausschließen, dass sie sich verletzt hat. Im Hügel in der Nähe gibt es Schildschlitterspuren, also habe ich in der Nähe alles abgesucht. Auch wenn die Spuren im Bereich hier ganz mit sich aufhören, können sie nirgends finden. Schade, ne? Jetzt soll ich gucken, ne? Verschwundene Königin. Erstmal ein bisschen Frostkraut. So. Also, Sidon guckt schon mal, was hier abgeht. Schlittelspuren. Ja, gut, hier geht es natürlich tief runter. Oh. Gerade ein Hinweis. Ein Rumi. Ja, so heißen Dinge, ja. Osthöhle am Wilon Schneefeld. Wobei, warum soll sie hier sein, ne? Jetzt müssen wir erstmal durch den ganzen Schutt und so durchkämpfen, das macht eigentlich keinen Sinn. Oh! Macht offenbar doch Sinn. Hä? Ich hab's verbockt, die kann nicht hier runter. Oh! Hat schon nicht mehr geglaubt, dass jemand hierher kommt. Wir sind hierher gekommen. Ich bin Selmi. Die verschwundene Königin und verschollene Königin. Naja. Ist in dieser Höhle rumgeschlittert. Ah. Den Weg versperren, wir können auch nicht mehr hinaus. Tja, doof. Dann haben wir die Felsen einstürzen. Da ist noch döfer. Aber dann gelingt einen Weg nach draußen zu finden. Ich glaube, das dürfte das ganze Problem sein. Mal hin, das Signum-Ding finden muss hier. Er hat mich mal offscreen noch ein bisschen informiert, Freunde, über diesen Mayo Signum-Ding. Ich meine, wir haben im Prinzip schon alle Items bekommen bei Kotlin, Botlin und wie die Typen oder Kilton. Kilton, Kotlin, ist ja egal. Haben wir schon alle Items bekommen. Bis auf eins. Es gibt noch ein Segeltuch, was wir von ihm bekommen, so ein Stoff quasi. Das Problem daran ist, den werde ich nicht machen, weil wir müssen ihm über 100 Mayo Signum Dinger liefern. Denn es ist so, es gibt pro Höhle in dieser Welt gibt's ein so Mayo Signum Ding. Es gibt 141 Höhlen. Ja, im Spiel. Und da nichts so ungut, Freunde. Wenn überhaupt ich mich doch wieder auf die Suche machen würde nach allen, würde ich es oft gemacht. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass ich mir sage, hey, wir gucken mal, welche Höhlen, wie zum Beispiel die hier, markiert ist, also eigentlich schon mal betreten haben, aber noch nicht abgeschlossen haben. Ne? Also das so machen würden. Aber wenn alle anderen Quests durch wären, ich auch alle Schätze so gefunden habe, die würde ich halt dann innerhalb des Spiels schon zeigen. Aber wenn das alles durch wäre und wir nur noch solche Höhlen hätten, wo nur die Major-Dinger drin sind, dann mache ich das offscreen. Wenn. Oder halt, naja, gar nicht. Wäre die andere Variante. Nein, das sind Dinge, wo ich sage, ja, schön, aber das ist dann doch zu viel. Ich meine, klar, wir haben schon viele gemacht, aber immer 141 sind schon viele, verdammte Scheiße.
Sehr viele. Guck mal an. Warum wusste ich, dass er hier ist? Und wieder 1 erlöst. Ne? Wir töten sie ja nicht, wir erlösen sie von ihrem Fluch, damit die Ruri dann verschwinden können. So läuft das hier. Junge, aber gerade erschrocken, ey. Wie ich einfach hier so dastehe, ne? Diesen weißen Augen. Wäre voll unheimlich. Aber jetzt eigentlich ein Thema. Ich wollte einen Fluch machen. Okay, das Spiel will nicht. Oscar Zweihänder. Ja, ich überlege gerade, ob er sowieso, also meine Waffe eh gleich einen Geist aufgibt. So, was dann mit der anderen? Kommt die gleich nach oder war die auf nächste Einladung? Junge, dauert das. Also ich war draußen, Uri. Nicht Uri. Selmi. Ja, und jetzt muss ich wieder raufgehen und sagen, ey, ich bin du oder was? Und Silberner, der uns auf was schießen will. Ja, und jetzt laufen wir eine Runde rückwärts. Oh Gottes Willen, ey. Link, Ausdauer ist gefragt. Ich weiß, du hast keine, aber trotzdem. Ah. Du wurdest ja getriggert, weil die noch nicht komplett zerstört sind. Kann ich mir sogar eigentlich noch wieder vorstellen, aber. Mach's trotzdem mal. Das war klar, dass die Info jetzt kommt. Die Waffen sind natürlich weg, ne, ist ja klar. Die Felsen hinten ist alles zerstört. Ach, jetzt wird das auch hoch. Wäre vielleicht eine Option dann. Also, ne, muss ich gar nicht. Ne? Datica, da wäre vielleicht ein Punkt, um da. Oh, nach weg entfernen. Einen Teleportationspunkt zu setzen, aber es geht ja so. Wobei, der scheint so nach der Erde. Ja, wenn ich dann direkt einen Deckensprung ausführen kann, müsste es ja auch gehen, ne? Oh Mann, Freunde. 200 Folgen ist schon krass, ne? Trotz allem. Klar werden bei Breath of the Wild am Schluss noch ein bisschen mehr, aber es lag auch an den DLCs noch. Hier gibt es ja keine DLCs mehr. Nintendo schon, ja, praktisch zu Release des Spiels schon angekündigt. Oder kurz nach Release des Spiels tatsächlich. Wenn man bedenkt, dass
Tears of the Kingdom ursprünglich ja nur als DLC zu Breath of the Wild geplant war, verstehe ich sogar zum Teil. Ist natürlich trotzdem ein bisschen schade, aber irgendwie auch verständlich auf eine Art und Weise. Und wir freuen natürlich jetzt auch auf nächste Zelda-Spiele wie in Echoes of Wisdom oder bald dann für die Switch 2 oder einen Switch-Nachfolger. Hätte ich persönlich gerne wieder irgendwie so ein Remake, ne? Also ich mal ein Port so von den Wii U-Teilen wie The Wind Waker HD und Princess HD. Aber ganz ehrlich, so wirklich ein richtiges Remake von A Link to the Past. So im Stile von jetzt Echoes of Wisdom oder war denn damals noch? The Link's Awakening auf der Switch, ne? Bekam ja auch so ein Remake. No, Port. Port Remake, egal. Nach Ocarina of Time. Zumindest das Ocarina of Time, was die Entwickler immer haben wollten. Was noch ein bisschen größer sein sollte, mit einem richtigen Tempel und so. Also zum Beispiel auch ein Eistempel, den es nicht ins Spiel geschafft hat, die Medaillen, die Medaillons quasi. Weisen, die man irgendwie auch im Kampf einsetzen konnte, nicht nur als Statussymbol und so da waren. So noch Queen of Time auf der Switch 2, da wäre schon heftig. Und grafikstilmäßig eine Mischung aus hier und dem Original Queen of Time. Das hätte schon was, finde ich. Danke, dass du hergekommen bist. Unser Leben gerettet, aber schulden wir dir was. Jo, Mann. Wenn du erstmal sein lassen, ist das Dank von mir eine Schildtasche, ein Vollsaum mit einem besonderen Schild geben kann. Na toll. Soll aufräumen. Nö. Ich hasse aufräumen. Stabiler Sonanium-Schild. Okay. Schildschlitten. Okay. Also mein dritter Schüler. Geschafft. Sehr gut. So. Ja, wir haben natürlich schon massiven Sonanium-Schild. Der ist ja besser als so ein Ding. Die Dinger hier. Von dem her sage ich danke, aber nee. Schildwahl. Das ist der Hylia-Schild, oder? Der Schild aus den Sagen. Wie hast du den nur bekommen? Der Schild aus den Sagen. Da finde ich auch so seltsam, ne? Warum haben denn in der heutigen Zeit, aber warum haben denn die Ritter und so nicht auch irgendwie einen Hylia-Schild noch? Ging der echt verloren? Die Herstellung und so weiter und so fort? Irgendwas? Das ist schon seltsam. So eine legendären Stärke geht bestimmt nie zu Bruch. Viel Spaß damit, ja? Tja, ist ja auch der Schild von Hylia selbst. So ein neuen Schild. Reinfallen. Was? Okay. Nehmen wir mal den hier zum Schlickeln, ne? Natürlich gerne. Und dann bekommst du eine Belohnung, dass man auf jeden Fall kommt. Der will nur Kohle. Schlitteln, wie ging das schon wieder? Schildsprung war, glaube ich. Ja, gerne. Jetzt hier schlittern, weiß er schon, oder? Da springen wir in der Hand hält und so. Schon mal da alles glatt gehen. Ah ja. Die Anfängerpiste. Erinnert mich ein bisschen an die Flugschule von vorhin. Vor 2, 3 Folgen. Junge, ist aber eine große Strecke. Das ist eine Anfängerstrecke, hey. Ja, so. Mein Schild noch halten? Nö, okay. Springen selbst geht aber trotzdem noch, oder? Ich werde es gleich rausfinden. Okay, aber ist machbar.
Da einfach direkt schon die Monster. Sie kommt, um mich abzuholen. Ja, ich stehe auch da, wie bestellt, nicht abgeholt. Also insofern hat sie schon recht. So. Das war nur zum Aufwärmen, ne? Mit dem Springen oder dann noch irgendwas beachten muss, aber. Ist ja egal, ich fand die Strecke erstmal ganz normal, so komm. Ist der Schild so scheiße oder was? Man hat zwischendurch noch einen Hänger drin, aber. Ich tausche, glaube ich, mal den Schild aus, ne? Viel schneller bin ich zwar gerade nicht, aber egal. Ja, immerhin. Hey! Die Expertenstrecke, so. Hm. Für Experten. Was? Nein. Ich glaube das nicht, ey. Moment. Dann machen wir nochmal ganz kurz die Übung. Die wir schon mal gemacht haben. Na, die Schilde in der Wand hängen, genau, einfach dran machen. Das wäre eine Variante. Warte mal, ich nehme irgendwann mal ein Hylia-Schild für die Expertenstrecke und speichere aber vorher. Ist denn das Ganze überhaupt noch eine Quest oder gar nicht mehr? Nö. Jawohl, bin ganz unten gewesen. So. Der Riesenbrüder in 3 Höhlen und der Brunnenfan. Okay, man so, damit ich weiß, dass ich da noch eine Quest hätte, falls ich es nicht schaffen würde. So. Also gib alles. Wie immer. Das Ziel gut befindet. Ist noch eine große Brücke. Ja. Wir fahren schon runter mit der Kamera.
Fliegen darf ich auch noch dabei, okay. Ein riesig nein, oder von der Strecke abkommst, ja super. Wo genau ist jetzt überhaupt das Ziel? Da unten! Ich habe gerade die Meldung, ja, du bist zu weit weg, du darfst nicht hin. Naja, die Weise kann man nicht. Jetzt wo ich es mal brauchen könnte, ne? Jetzt sagen sie so, mach den Scheiß auch selber. Unfähiges Pack. Du, 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 du. Soll bald mal dort sein, ne? Oh, ne, da noch ein bisschen. Zu Fuß wieder schneller wäre? Vielleicht größtenteils, ne? Natürlich hat zum Teil schon gewaltige Umwege, tatsächlich. Ja, kein Plan, war das jetzt gut oder war das schlecht? Das war auf alle Fälle ein bisschen gecheatet. Hm. Der fest saß. In der Höhle sicherlich. Ach, kannst du durch die Höhle durchfahren? Okay. Das Problem ist aber da kein freien Slot. Interessant, dass sie meint, ja, fast mal eine eigene Bestzeit. Und der Witz an der Sache ist, Freunde, es gibt keine bessere Belohnung, ne? Soldatenschilde sagen schon das Maximum. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, ernst gesehen ist im Hühnerchen nicht unbedingt schneller. Ich nehme trotzdem wieder den Königsschild. Ich mache es einmal noch regulär, so wie es sein soll. Und dann würde ich sagen, verlassen wir mal hier die Heber-Region. Dann schon mal, ja, was haben wir, 23 Minuten, vielleicht dann sind wir bei 30 oder so, ja. Was kann man dann noch so machen, ne? Vielleicht kleine Dinge noch. Dahinter stehen für Susuna-Bauteile. Also, aber damit irgendwie wirklich schneller wäre mit den Susuna-Dingern. Go Link, go Link, go Link.
Link, go, Link, go, Link, go, go, Link. Ich wollte sagen, hier sind ja noch Viecher. Der pennt zwar. Hier sind dann die Höhlen, ne? Nein, das war eine falsche Höhle. Ja, da ist nicht meine Höhle. Oh, Kacke. Ich dachte... Da ist die Nordhöhle, da ist die Osthöhle, ne? Das ist natürlich jetzt Kacke. Da kommt man nie wieder raus. Nee, keine Chance. Irgendwie abfangen, aufhören, wir können wieder zurückgehen, ne? Ja. Teleportieren kann ich nicht, da geht gar nichts mehr. Soll ich aber abwarten, bis es von selber abbricht oder was? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ich habe gerade irgendwie einen interessanten Bug gefunden. Da kommt sogar nicht raus. Die Quest abzubrechen gerade geht ja auch nicht, ne? Aber diese Eulenstatue nicht mehr. Diese Eulenstatue soll ja auch so ein Hinweis auf die Zone sein, ne? Also generell haben wir so 3 Statuentypen. Drache, Eule und Schwein. Und ähnlich wie mit dem Triforce und so. Also auch das hier für verschiedene Symbole stehen. Also Eule steht für Weisheit, Drache für Mut und das Schwein für Kraft. Warum immer das Schwein für Kraft stehen soll. Ja, ist gut. Ich fange mal von vorne an. War die falsche Höhle. Hey? Ist das ganz von vorne? Verstehe ich nicht. Oh, Ding ist ja weg. Das neue Reckengewand. So, ich habe gesagt, einmal machen wir es noch ganz normal, ne? Ja, du halt auf Schneiderin nochmal 20 Rubine von mir aus, Junge, Junge. Was die alles von uns will.
Schnell, schau hierher. Du, 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 du. Nein, das will ich nicht. So, wir mal unten entlang. Du, 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 du. Sollte machbar sein, oder? Von hier aus. Nein. Hat ein bisschen verklickt. Okay. Nein! Oh, scheiße. Das wäre es eigentlich gewesen, ey. Ich bin etwas schneller, ne? Ja, ich glaube, jetzt ohne diesen unfreiwilligen Ding wäre es schneller gewesen. Einen unfreiwilligen Stopp. Da war nochmal so ein Ruri-Dingsbums. Es war nochmal eine Höhle, wo ich noch nicht richtig drin war oder so. Naja. Oh. Ja, in der Höhle bin ich rein, aber war leider der falsche. Was soll's. 50 Rubies. Nee, danke. Passt schon. Müssen ja nicht übertreiben, Freunde, ne? So. Dachte, ich könnte hier Schilde kaufen? Oder war das ein Irrtum? Also beim anderen Typen und ist draußen. Genug Schilde dabei? Also. Aber ich kann nur die 3 Schilde haben. Ritterschild, Datenschild, Holdschild. Gut, was heißt hier nur, ne? Immer ein Ritterschild zu haben, ist auch nicht schlecht, ne? Ist ja nicht so, dass der total schwach wäre oder so, hat immerhin einen Power von 40, also kann man durchaus machen. Na ja, gut. Freunde, ich würde mal sagen, wir sind hier durch fürs Erste mit den Sidequests. Ich meine, 3 Riesenbrünnen, 3 Höhlenmauerntöne, wenn wir dann da unten im Gebiet von Fayon sind. Guck, was wir unsere Pläne machen wir auch später. Das heißt, wir kümmern uns wieder ein bisschen mehr um den Finden 5 Weisen. Die Kranzruinen. Da ist ein Highwolves aufgebrochen, ne? Da müssen wir auch noch hin. Genau, ne? Da hängt die miteinander zusammen. Also erstmal das Ding machen. Geht ja also nach Fayon, okay. Kartemäßig, ne? Was sind jetzt Dinge, die ich jetzt noch schnell quasi oder schneller machen kann? Nach dieser Folge. Bevor wir dann nächste Folge wirklich uns da auf den Weg hin machen. Und die Hauptstory weitermachen. Aber ganz kurz überlegt, was letzte Folge schon mal die Andeutung war, kann man hier mal ganz kurz runtersegeln. Oh, ich bin ja hier. Ja, komplett vergessen. Man Topasia-Zahn ist auch nicht so verkehrt. So. So, und ich muss wo genau hin? Nach rechts rüber, ne? Die ganzen Monster dürften hier gar nicht mehr sein. Also allein von der Quest, die wir damals gemacht haben.
eigentlich gar nicht mehr möglich, aber hey. Was weiß ich schon. Mit dir noch los? Ich bleibe noch hier, okay. Bleiben noch hier, wir gehen hier runter. Aktivieren den Wurzeln, holen uns den Schatz. Abgrund auf J Verde. Wow. Ja, leicht erschrocken. Wobei ich mir denken kann, wo er ist, ne? Also die Wurzel. Die muss ja hier sein, geht gar nicht anders. Arena der einsamen Insel? Der Begriff gefällt mir gar nicht, vor allem Arena nicht. Endlich mal ein bisschen Licht hier. So. Okay, ist ein Schatz der Arena. Ja, ganz geil. Ah, ist die Arena dort? Okay, okay. Und dann natürlich wieder so ein Ding, wo ich einfach zurückkommen könnte auf die einfache Art und Weise. Per Deckenschwung und hoch. Okay, gut. Die Wurzel haben wir, das ist die Hauptsache. Das heißt, ich kann dann easy peasy mal einen Schatz hier holen. Das sind hier weitere Schätze, okay. Ich habe ein Sternsymbol gemacht. Dabei kann ich einen sparen, einen Stern hier. Ist ja klar, wenn hier ein Schatz ist, dass da sowieso hin muss. Da war noch irgendwas, weiß ich nicht mehr, was das überhaupt war. Den habe ich irgendwie mal verpasst. Das ist auch eine Arena, ne? Okay. Ist auch eine Arena, da kommen wir sowieso bald hin. Also insofern, wenn es denn hier ein Kartografieturm. Das wäre von hier aus, ne? Depone und so, weil wir das Depone erstmal haben, das stimmt. Ja gut, komm, gehen wir zurück zum Spähposten. Da bei der Göttenstatue nochmal 4 neue Herzen für uns holen, da wir mehr als 16 Segenslichter haben, ne? Theoretisch nochmal im Untergrund noch ein paar so Nanium-Dinge umtauschen können, aber ich finde, wir haben sehr, sehr genug Batterien. Wenn nochmal 300 gehabt hätte, ne? Also für 300 Kristalle halt, wenn wir da nochmal 3 Batteriedinger kriegen, ich weiß nicht. Oder nicht übertreiben. Anderer Punkt natürlich der Typ, ne? Auf den Untergrund. Wir haben eigentlich genug. Ganz rechts dann dort ein bisschen. Okay. Der hat schon markiert, nachher waren sie da weg. Ne? Dem vertraue ich nicht. Da bleiben die jetzt. Haben das schon mal gemacht, danach blieben die Dinger nicht. Hä? Ja gut. Wenn es uns eine Magierstatue jetzt hier, das ist schon mal schön. Hier, ja, eben ist klar, da muss anscheinend sein. Und da wird sicher auch in der Nähe noch einer sein. Tatsächlich. Hier. Muss nämlich auch noch einer sein. Ich kann natürlich direkt anfangen, hier alle zu markieren, aber... In der Regel sind die sowieso relativ gut, ne? Bei dem waren wir da, Urquell der Weise, doch, ich glaube, dann waren wir schon mal da, ne? Wo es noch nicht so erhellt ist. Bin noch ein bisschen irritiert, weil wir noch nicht so viele Dinge hier haben. Gut, doch, in einem Dunkelgewand fehlt noch ein Ding. Gamaschen der Finsternis, Gewand der Finsternis. Eigentlich fehlen mir noch 2 Irrlichterbrüder im Untergrund. Weil noch 2 Gewänder fehlen. Jetzt muss man eine Interpretation. Ja, aber Interpretation, ne? Dann nochmal ganz kurz nach hier oben uns umziehen für ein bisschen mehr Power. So.
Will ich alles in der Richtigkeit haben. Wir haben einen Ritterbogen und einen Königsbogen. Ihr weiß jetzt aber ich bald, aber ist egal. Also den Schild plus Masterschwert, jo. Noch etwas. Hier unten natürlich alle 4, also noch mehr, Hausanzug. Alle 4 normalen Rüstungen der ganzen Gebiete und so, die wir brauchen. Die Hylia-Dinger. Wir haben lange begleitet, da tun sie immer noch zum Teil. So, Äpfel. 66 im Petto. Davon noch 19. 13 Käse, Halbbarsch noch 14. Ich koche letztens eh nur noch selten. Passt also. Dann fix hier runter. Mal Pensel. Ah ne, war ein Bonuseffekt drauf, ne? Sonst bringt sie nichts. Was machst du, kleinen Knubbel hier? Der Freund von Junoboss, hä? Posten nahe kommen, das war eine Grund nämlich. Hey. Okay. Cool. Ich erbiete deinen Segen. Ausdauer ist eh schon voll. Jo. Ja, also die Aussage stimmt eh nicht mehr. Steht die Lebenskraft wieder her, die das Miasma geraubt hat. Wir hatten damals nur 20 Herzen insgesamt. Mittlerweile sind wir, glaube ich, bei 40 oder so. Oder wir hatten damals 30, immer sowas in der Art. Ne, jetzt sind es 30. Ne? Wenn wir oben die Reihen angucken, müsste es, glaube ich, 15 sein. Oder 215. Wir haben insgesamt 30 Herzen. Zu Beginn des Spiels hatten wir insgesamt 20. Also es geht gar nicht. Ne? Wir sind jetzt schon bei über 20. Das heißt, alle weiteren Herzen sind ja schon... Ja, mehr als wir überhaupt schon jemals hatten. Sehr schön. Und dann gleich nochmal. Da war noch gerade... Wie war das vorhin, wo wir gesehen haben, wir haben noch 19 Schreine etwa übrig, ne? Plus 1 sind 20. Und uns noch 5 Herzen geben. 3, 4, 5, das heißt 3 Herzcontainer würden noch fehlen. Also klar, wir kriegen sich beim 5. Weisen noch eins, weil ich denke, dass es noch einen 5. Tempel, noch einen 5. Boss gibt. Aber dann? Hä? Creepy. Bisschen seltsam. Also, wir müssen da hin oder wollen da hin, dann immer was von hier aus kommen. Pferdestall, wir holen kurz Epona, marschieren schon mal zum Rand der Ebene von Hyrule und dann am nächsten Folge geht es dann Richtung Faerûn. Ne? Da zum Turm hin, mal gucken, was wir da wegen Kranzrüden und so noch finden. Also wieder richtig Hauptstory-Time, endlich. Da bin ich schon auch froh drum. Ich meine, klar, es gehört auch dazu, dass wir alles andere machen, 100%, ne? Die ganzen Sidequests, Schreine etc. Aber irgendwo muss man es auch nicht übertreiben. Schönes Wetter übrigens. Im Real Life wird das jetzt feiern. Hier im Spiel ist es ein bisschen doof. Aber solange es nicht irgendwie noch Donner oder Blitz geht's, ja. Epona. Jo, bitte mitnehmen. Ja, Epona ist perfekt, da kann man nichts dran ändern, ne? Das wissen wir bereits. So, und ich dachte jetzt, ging kurz Querfeld rein und dann hier hin. Ganz ruhig, Epona, ganz ruhig. Immer so wild drauf, die Kleine. Querfeld reinreite, Querfeld einreite, sehe ich aber noch irgendwas Spezielles. Das machen wir uns versteckt. Da könnte sogar ein Dinger sein, ne? Ne, ist zu groß. Noch ein paar Bosse. Wenn ein Schatz sowas wäre. Naja, für ein anderes Mal. Da war ein kleines Füchschen.
Geht bestimmt noch ungefähr. Die Brunnen sind ein bisschen falsch, kleines. Bisschen zu weit oben, ne? Da ist eine Gerudo-Dame, die schützt sich auch vom Regen. Oh, so ein Ding hier. Ich habe Angst, dass hier plötzlich die Miasma-Hände auftauchen. So, bei dem, den haben wir auch schon ein paar Mal besucht hier, ne? Ne, noch gar nicht hier unten. Weil er wird sonst hier angezeigt werden. Dann bekäme so ein Symbol hier. Der haben wir noch nie genommen. Interessant. Panora-Berg, die Hülle. Ach du Scheiße, die Hüllebrücke, da gehe ich sicher nicht runter. Da ist immer so ein Kackviech. Da müsste der Feuerding sein, der Feuergriak. Ja, so ein paar Monster hier sind sicher hier keine Miasma-Hände. Die sind eher so an einsamen Orten. Prologia-Brücke. Ja, wegen Prolog, versteht ihr? Das Spiel fängt jetzt erst an, Freunde. Jetzt erst richtig. Also dann, ich sage an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen. Ja, ich würde sagen, noch ein paar Dinge muss man vielleicht nächste Folge mal betreten. Ja, nächste Folge gehen wir mal hier durch, gucken mal, was noch alles gibt. Wir müssen halt hier hoch. Da ist halt mit Depot noch ein bisschen doof, aber was soll's. Schon hinkriegen, wir waren hier natürlich schon mal, da ist klar. Komm hier, das wird schon klappen hier irgendwie. Jetzt Fuß hoch, den Depot noch hier lassen. Und dann bei das große Bild vom Fire Roll wieder ein bisschen abchecken. Da haben wir schon ein paar Dinge gemacht haben, aber vieles fehlt noch. Das wird spannend. Na, Epona denkst du auch, oder? Ignoriere mich einfach. Wie unhöflich. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.